Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu was eigentlich? Wir haben noch gar keinen Namen für das Ganze. Ich nenne es jetzt einfach mal Vanilla mit all den Fitte Beast Lütlis, bis wir irgendetwas Gescheites haben. Ihr wisst ja, was ich meine. Auf jeden Fall habe ich einmal uns einen kleinen Platz, eine Location ausgesucht. Wir sind da gerade am Abhang, haben einen schönen Blick auf unser Hexenhäuschen und da oben sind ein paar Bäume und da unten ein Creeper. Du hau schon mal ab. Es hat noch ein bisschen Lag, merkt man vielleicht gerade, aber nicht allzu viel. Und jetzt zeige ich euch zuerst einmal, dass der Mod, wo installiert ist, mit dem Bäumfällen, ist so richtig geil. Also abgesehen davon, dass er halt alles von allein fällt, tut er Saplings auch gerade nachpflanzen. Ich finde einfach so geil. Zum Beispiel der riesen Baum. Wir müssen gar nichts machen, wir können jetzt einfach da warten, was natürlich sehr spannend ist. Aber wir können einfach da warten, Haufen Äpfel kassieren, Haufen Baumstämme und so kassieren. Und solange unsere Axt hebt, ist alles Paletti. Von daher, so, zuerst mal alles einsammeln. Was ich auch noch gemacht habe, abgesehen davon, abgesehen von viel Holz sammeln, so jetzt geht's, ich habe mich da mal ein bisschen reingegraben, ist nichts Besonderes, Kiste, Workbench, halt was man am Anfang so macht, ein bisschen Holz gesammelt. Und was wir jetzt als erstes noch machen, und da mache ich on the screen, sozusagen, ups, ist einmal Schildli basteln. Weil, ich weiß nicht, wer da ankommen könnte, wer auf den Server kommen könnte. Wir sind ja dort oben gespawnt, falls ihr es gesehen, dort oben bei dem, auf dem Bergspitz halt. Und wir müssen das hier als unser Hexenhaus claimen. Und wie machen wir das am gescheitsten? Genau, wir tun einmal schauen, dass wir da irgendwas drauf können. So. Und das kommt mal weg, so. Und ups, so. Und das da weg. Ja, im Wasser, Cobblestone-Abbau ist die Geschichte, die ich je kann. So. Jetzt kommen wir da rauf. Und jetzt machen wir einfach das Schild an. Und schreiben an. Und bei Komma vor der weg. So. Das ist doch awesome. Gut. Also, wie ihr gesehen habt, ist nichts Besonderes. Wir haben Kösel mit der Workbench. Kleine Pilz in einem Topf. Hexen sind bis jetzt noch keine gespawnt. Bin irgendwie ein bisschen schade. Aber, who knows? Maybe, das kommt noch. Ich glaube, ich lade die Stecker da mal, dann werden wir es ausbauen. Und ja, wir können jetzt einmal, ja, noch kleine, oder, nein, das sage ich jetzt anders mal. Ich werde mich jetzt mit unserer Höhle befassen, werde sich ein bisschen ausbauen, werde halt alles Anfangszeug machen, was man normalerweise macht. Heißt, ausbauen, da ein bisschen Sand sammeln irgendwo, da Glas ausbauen, Holz fällen. Und wenn ich das gemacht habe und wir wenigstens einmal annähernd stattliche Behausung haben für den Anfang, dann melde ich mich wieder und wir schauen, was für Projekte wir so anfangen. So, ich bin wieder da. Fuck. Beziehungsweise, für euch ist nur ungefähr eine Sekunde vergangen. Oder weniger. Für mich für irgendwie 3 Wochen. Wegen Abschlussprüfungen und so Zeug. Und keine Zeit gehabt. Und ich habe das damals gebaut gehabt. Und irgendwie gefällt mir das nicht so ganz. Ich weiß, es hat schon seinen Charme. Also ich will schon irgendwas da an dieser Küste machen. Weil dann haben wir einen direkten Ausblick auf unsere Hexenfarm. Was, ja, naja. Sie wird zwar nicht so effektiv, wie sie könnte sein. Aber ja. Vielleicht verlege ich uns auch einfach dort rauf. Ich weiß es noch nicht. Aber ich kann euch mal zeigen, was ich gemacht habe. Also ich kann mal kurz reingehen. Es ist nicht gross, es sind 3 Stück. Alle mit Glasboden. Darkwood Pfosten und Verstrebungen. Ja, der Aufbau ist immer wieder ein interessantes Manöver. So sieht's gut. Ja, so sieht's gut. Da haben wir oben noch das Glasdach, eine Kiste, Bett, nicht viel, ein paar Kisten. Da habe ich mal experimentiert mit weißem Glas, aber es gefällt mir alles einfach nicht so ganz. Ich weiß ja nicht. Ich kann ja mal
in den Kommentar schreiben, was ihr davon haltet. Also ob ich es so machen oder... Also ich würde es schon ändern. So oder so. Aber ich würde gerne wissen, ob euch das da gefallen hätte. Vielleicht kann man ja dann noch einen Kompromiss finden im Nachhinein. Das klingt jetzt doof. Aber ja. Und ich werde mich mal dran machen, ein bisschen die Umgebung begutachten und schauen, wo ich was bauen kann. Und wie vor allem. Jetzt schon ein bisschen offener, so mit Glas und modern und so, aber ja. Wir schauen mal, wie das rauskommt. Und wir sehen uns später, wenn ich einen Plan habe. Ja, es sieht so aus, als hätte ich einen Plan für unsere Base. Es hat relativ nicht lang gedauert. Ich hätte jetzt gedacht, ich bin da 1000 Tage lang ratlos. Es wird keine kleine Base. Es wird relativ hart. Vor allem das Minen. Zum Glück bekommen wir ja EXP, dank den Jobs, das finde ich noch cool. Ich muss leider sagen, also leider. Ich finde den Mod mit dem Holzfällen schon cool, aber er ist ein bisschen zu OP. Also, man hat keine Essensprobleme, weil man hat nur einen Äpfel. Man hat keine Holzprobleme, weil man kann einfach zack, und der ganze Baum ist gefällt. Holzfarmen an sich werden damit auch relativ überflüssig, weil man braucht ja keine schnelle Art mehr an Holz zu kommen, weil man kann einfach und neu pflanzen, neu pflanzen. Ja, er ist halt drin. Vielleicht baue ich trotzdem mal eine Holzfarm, für den Fall, dass wir ihn rausnehmen. Aber es geht jetzt um unsere Base. Ich bin da und denke, ja, irgendwie, vielleicht da oben. Weil der unten ist ein bisschen kahl und das Matschwasser da unten gefällt mir nicht so. Ja, bin ich mal da rauf, haben die Bäume gefällt. Und dann habe ich mir so überlegt, ja, will ich irgendwas Mittelalterliches? Nein. Mittelalter, früher habe ich gerne mittelalterlich gebaut, aber ich würde jetzt gerne mal ein bisschen moderner bauen. Soll es klein sein. Klein und modern, wie das Ding, das ich da vorne gebaut habe. Nein, ich will mal was Episches, Grosses bauen, weil ich habe nicht vor, dass die Minecraft-Serie, die wir jetzt da haben, Towncraft heißt sie übrigens, wir haben einen Namen gefunden, nach langem Studieren, darum hat es so lange gedauert, bis auch die Folge rausgekommen ist. Weil die erste Folge, die jetzt schon draussen ist, gerade heute rausgebracht, die habe ich eigentlich schon lange gehabt. Aber wir haben keinen Namen gehabt. Das heißt, ich keinen Titel machen und ich kann nicht raushauen ohne Titel. Und ja. Auf jeden Fall, unsere Base. Also wie ihr seht, ist das da ziemlich flach, relativ flach. Und dahinter haben wir auch nochmal flach. Also wie wär's jetzt? Und jetzt kommt der Wow-Teil. Ein Kreis aus Glas, wo quasi das Loch in den Berg inne ist. Also, wie soll ich das sagen? Es ist also wie ein riesiges Dingsbums. Decke, Sonnenlicht, wie nennt man das? Es ist einfach Glas als Decke. Und das zwar in einem Kreis, da über das ganze Plateau über. Also ungefähr da entlang, da muss ich alles wegnehmen, da durch, da führen und da hinten rum wieder. Und das wird natürlich ein riesen Projekt. Schon allein, dass da hier alles abdingseln, braucht sicher 2, 3 Eisenschaufeln. Irgendwann werden wir mal Diamanten haben, aber das will ich dauern. Aber wenn wir mal so eine große Base haben, dann ist es erstens mal schön luftig. Es ist schwer zu beschreiben. Ihr werdet es dann wahrscheinlich sehen. Aber es wird cool, kann ich euch sagen. Das ist jetzt wirklich mal so ein Projekt, wo ich denke, ja, da freue ich mich drauf. Und dann macht das Creeper-Loch da auch nicht mehr. Das können wir vielleicht sogar einbinden. Vielleicht müssen wir es ein bisschen verschieben, vielleicht ein bisschen vergrößern, je nachdem, wo das der Kreis halt ist. Weil dann haben wir da etwas aus dem, also so. Ein Kreis in Minecraft ist ja eigentlich nicht wirklich ein Kreis. Ups, falsche Taste. Sondern ein Kreis in Minecraft ist ja ungefähr so eckig. Und der kleinste Kreis ist ja so. Also nicht der kleinste Kreis ist das in der Mitte, aber der kleinste Hohlkreis ist ja so. Und wenn man das vergrößert, dann hat es immer noch so eine flache Seite. Und einer von dieser flachen Seiten, also eigentlich an allen, würde ich gerne Ausgänge aus unserer Base raus machen. Und wenn halt das hier, genau da so an einer von dieser flachen Seite ist,
schön symmetrisch in der Mitte, dann kann man das sogar schauen. Ich weiß auch noch nicht, ob der aufgeht, aber es wäre immerhin mal etwas. Und ja, ich würde sagen, ich mache mich mal dran. Wir haben relativ genug Eisen. Ich glaube, ich tu mal zuerst den Berg hier abtragen. Und dann melde ich mich weiter. Ein nackter Berg. Kein Berg mehr. Also ich habe nochmal den ersten Teil vom Berg abgedreht. Normalerweise würde ich das da in Erde, also der Erde ersetzen. Aber da wahrscheinlich sowieso alles zu Glas wird, lasse ich das einmal. Jetzt muss ich schauen. Ich glaube, ich tu mal anfangen, den Kreis setzen. Und dann sehen wir, wie weit ich da muss noch ausbessern mit Erde. Weil das ist eben nicht eben. Und ja, dann können wir eigentlich schon anfangen, da den Rest noch raushöhlen und unsere Base richtig anfangen. By the way, fuck. Bin noch voll in einem anderen Spiel drin, wo wir gestern gespielt haben. Es braucht relativ viel, also ich habe relativ viel Erde bekommen. Und darum brauche ich relativ viel Schaufeln. Ich hätte schon 3 Eisenschaufeln durchgelassen. Das ist meine 4. Ja, mein Eisenvorrat schwindet langsam. Ich glaube, wir müssen, also ich muss nachher mal noch kurz gemeine gehen. Naja, wie sehen Sie denn? Ich tu mal den Kreis auslegen und ja. So, ich han anfangen mal ein bisschen anfangen Strip minen. Und gerade beim ersten Streifen, kann man sozusagen sagen, han ich doch glatt zuerst Diamanten gefunden. Das bedeutet für uns, wir gehen jetzt zuerst einmal rauf, holen uns ein bisschen Wasser, machen uns einen Diamond Pick, holen uns Obsidian, holen uns ein Buch, holen uns, was braucht's noch? Nochmal 2 Diamanten? Bin mir gar nicht mehr sicher. Und machen uns ein Crafting Table. Because we can. Und zuerst mal schlafen. Also, wir brauchen einmal die Spitzhacke, einmal Wasserkübel, nehmen wir überhaupt einen Kübel? Ich glaube nie, ne? Und sobald die das haben, mache ich mich auf die Suche nach Lava. Ich habe vorhin noch mal ein bisschen was gehört. Und wir sehen uns wieder, wenn ich denke mal, wir sehen uns wieder, wenn ich merke, dass wir nicht genug Zuckerrohr haben oder wenn ich den Crafting Table habe. Ja. Zum Glück hat sich noch eine Kuh gefunden, die sich bereit erklärt hat, für uns zu sterben. Wir haben genau 3 Papier bekommen, wir haben genau ein Buch und wir haben jetzt genau ein Enchantment Table. Ich weiss, der hilft uns ohne viel Bücher nicht so viel. Ihr scheiß Spinne kann nur aber. Tot. Und tot. Wow, das geht ab. Das nicht, hä? So, jetzt tot. Aber es hilft uns aber doch ein bisschen. Also, ich könnte schon zum Yoshigen verzaubern, aber angenommen, wir nehmen jetzt mal die Spitzhacke da und machen einfach mal eine Level 2 Verzauberung. Haben wir trotzdem ein bisschen Efficiency und ein bisschen Unbreaking und whatever. Und oh, Level 8. Fortune und Awesome. Und solange wir aber nicht können höher verzaubern, dann ich die Spitzhacke mal noch nicht verzaubern, aber es ist aber doch besser, wenn man halt einen Fortune Pick hat, zum Beispiel, und eine normale Pick. Einfach weil man dann das Zeug effizienter kann abbauen, wie zum Beispiel da. Wenn jetzt das so noch einen bekommt. Aber es hätte können sein, dass man mehr bekommt. Und darum habe ich all das da stehen. Wow. Solange keine Lava nachkommt, bin ich zufrieden. Naja, ich werde in dem Fall noch ein bisschen weiter meinen. Da hätte ich auch so eine Fackel drunter stellen. Und noch den Berg abbauen und den Grundriss machen. Habe ich immer noch nicht ganz gemacht. Einfach weil es ziemlich ein grosser Kreis ist und der muss ich anpassen an den Berg. Aber ja, ich sehe nicht, was ich nachher meine. Also, bis später. Endlich habe ich es geschafft.
Der Berg ist ein harter Brocken gewesen, nicht nur weil er aus Stein bestanden hat, aber wie ihr seht, der äußere Ring ist die Größe, wo unsere Base maximal wird. Und der innere Ring da, das ist unser Fenster, wo quasi an die Decke kommt. Und ich habe vor, eigentlich so eine abgeschnittene Kugel zu machen, wo in den Berg reingeht. Das heißt, da müssen wir dann noch ein bisschen auffüllen. Da müssen wir auch noch ein bisschen auffüllen. Aber eigentlich nichts Grosses. Und die zweite Stunde muss ich auch noch weg tun und dort ersetzen. Aber eigentlich sieht es relativ gut aus. Ich finde, wir kommen gut vorwärts mit dem Projekt. Ja. Ich tue in dem Fall mal anfangen da auffüllen und reingraben und wir sehen uns, wenn ich ein bisschen Fortschritt gemacht habe. Ich habe ein bisschen Fortschritt gemacht und jedes Mal, wenn ich nach ein paar Tagen wieder anfange aufnehmen, kann ich von irgendwo abheben. Wer steckt dahinter? Die Illuminati wahrscheinlich. Auf jeden Fall, wie ihr seht, unsere Kugel erstreckt sich da ab und da habe ich nicht auffüllen, da habe ich nicht wegnehmen. Aber was ihr nicht seht im Moment, da haben wir schon ein bisschen gesehen, was davon. Wir gehen zuerst rauf. Ich habe ein bisschen was geschafft an der Kugel schon. Schon an der Kugel geschafft. Ja, so ist gutes Deutsch. Die Hälfte ist geschafft, um genau zu sein. Ja, so sieht's aus. Dort ist der Eingang zu dem kleinen, wie wird man es nennen? Terrasse-Dings. Die Löcher da sind, um mich motiviert zu behalten. Heisst, wenn es irgendwie ein Erdvorkommen hat, also manchmal hat es so Erdflatsch im Boden. Ich höre das Skelett. Hoffentlich nicht hinter mir. Das bin ich da unten. Das ist schlecht. Und die habe ich einfach alle ausgehöhlt und nachher so schön abgeflacht. Das heißt, ich habe spielerisch das Zeug abgebaut, weil es ist ziemlich viel. Es ist ziemlich viel. Ich kann nochmal, und, was auch doof ist, vielleicht sieht man es, nein, man sieht es gerade nicht. Ab und zu spawnen da sogar Monster. Ja, man hat es gerade gesehen. Dort, ich kann kurz zurückspulen, da ist ein Monster gespawnt. Genau vor unseren Augen. Und das passiert auch, wenn ich dort unten bin. Das heisst, wieso habe ich jetzt gerade EXP bekommen? Das ist sehr mysteriös. Also ich kann auch dort hinten irgendwas abbauen und da spawnet ein Monster. Das ist sehr nervig. Aber was wird man machen? Da ist ein kleiner Gang runter zu der Mine, wo ich letztes hier Diamanten gefunden habe. Und da kommen wir rauf zu unserer provisorischen Base mit Kisten, Bees, Cobblestone, ja. Und ein paar Chickens, because I need food, like every other person. Ist ein Crafting. Jetzt sag ich schon, in der letzten Folge ein Crafting Table gesagt, habe ich aber gar nicht so gemeint. Sondern halt Enchantment Table. Nützt auch nicht so viel. Ich habe eine kleine Pseudo-Clock dahinter. Also es ist schon eine richtige Clock, aber man kann sie nicht mehr abstellen. Halt eine Rapid Clock, damit die Viecher da reingeschossen werden. Weil das ist ja alles nur provisorisch. Und sobald die fertig geschossen hat, muss der Redstone entfernt werden, das geht wieder runter und das wird wieder angesetzt. Ja. Da habe ich ein bisschen Weizen abgebaut, damit ich dort hinten, man sieht es glaube ich nicht ganz, ja, vielleicht sieht man dort ein bisschen dazu, auf Vollbild, mit einem grossen Monitor, habe ich Kühe, damit wir irgendwann normal können wirklich verzaubern da. Bis jetzt bin ich jedes Mal zum Yoshi. Und das hat mir einmal ein Silk Touch Pick gebracht, einmal Efficiency 4 Silk Touch 1 und einmal Unbreaking 3 Efficiency 4. Wobei ich zuerst Unbreaking 3 hatte, die komplett abgebraucht habe, Efficiency 4 bekommen habe und die nachher mit der Unbreaking kombiniert habe. Dann ist es ein bisschen schneller gegangen. Und jetzt, wo die abgebraucht ist, habe ich wieder auf Hund Kommuni, wo ich gedacht, das ist ein Zombie Metall, also Eisenspitzhacker zurückgreifen. Das ist nicht so angenehm gewesen.
Aber ja, die Hälfte ist geschafft. Man sieht ungefähr, wie es rauskommt. Also, das hier geht halt da also runter. Genau wie dahinter habe ich sogar schon ein bisschen ausgehoben, um es ein bisschen zu zeigen. Also es wird dann da so runtergehen. All die Kreise werden genau gleich auch runtergehen. Und unten dran wird es noch genau auch so aussehen. Also, ist halt eine Kugel. So gut wie es in Minecraft geht. Und wir werden irgendwas aus dem machen. Ich weiß noch nicht, also das klingt jetzt verdammt doof. Ich weiß noch nicht genau was. Also ich weiß, was ich auf dem Boden machen werde. Und ich weiß, dass ich irgendwelche Plattformen werde machen, weil, ja, das bietet sich definitiv an. Irgendeine Verbindung da raus werden wir sicher machen, zu dem Hütli da, weil das bleibt, habe ich mir entschlossen. Dann werden wir dort raus, das kann ich sogar noch zeigen. Dort hinten hat es nämlich, so eine Art, ja, Wasserpool zu der Außenwelt, warte mal. So, also das geht da so raus. Was ich da draus machen werde, keine Ahnung, vielleicht ein kleiner Teich, der runterfließt. Auf jeden Fall weiss ich schon genau, was ich da oben werde machen mit dem da. Es wird nicht einfach nur ein Glas, es wird keine Kuppel und es wird auch nicht einfach ein flaches Glasdach. Aber lasst euch da noch ein bisschen überraschen. Das spare ich mir nämlich für die nächste Folge auf. Die Erdblöcke sind übrigens die Mitte, also sie zeigen auch die Mitte. Aber jetzt muss ich nicht mehr immer nachschauen, welche Blöcke wo hinkommen. Jetzt kann ich sie einfach spiegeln. Das ist praktisch. Und ab jetzt wird es wieder kleiner. Weil bis jetzt habe ich immer gewusst, jedes Mal, wenn ich wieder eine Schicht weggraben kann, habe ich gewusst, es wird nur noch mehr. Weil, logisch, es geht auseinander. Und jetzt geht es wieder zusammen. Und am Schluss muss ich nur noch einmal so flupp und fertig ist es. Da freue ich mich schon. Das wird so ein tolles Gefühl, wenn ich die Kugel fertig habe. Aber es ist 2 Uhr morgen und ja, das ist für mich für die Folge. Ich finde, wir haben relativ viel geschafft. Ich meine, es sieht jetzt nicht nach viel aus. Also, es sieht schon nach viel aus. Aber es ist nicht wirklich das gewisse etwas da. Aber ich finde, für eine Folge ist das gut. Nächste Folge, nehme ich mir vor, dass ich die Kugel fertig habe. Also, dass ihr nachher einfach könnt die Kugel begutachten und wir nehmen uns um ein neues Projekt an. Und bis dann würde ich sagen, lasst einen Kommentar da. Sagt mir zum Beispiel, wie soll ich die Terrasse machen? Also, die verschiedenen Abschnitte. Oder wie soll ich das hier außen verbinden? Oder das hier verbinden? Oder was soll ich auf dem Boden machen? Wobei ich dort schon gewisse Ideen haben, was ich machen soll. Oder sagen wir schon ein Projekt. Was wir sicher noch machen, ist die Witch Farm irgendwann. Aber das hat alles noch Zeit. Und mit dem Anblick sage ich bis zum nächsten Mal. Tschüss.